Ausgang kommt da. Ich sage jetzt, der kommt da. Gut. Warning, emergency power only. Moment. What? Wenn ich jetzt das Ding aus Versehen deinstalliere. Ja, das habe ich ja jetzt irgendwie nicht wählen, oder? Gut. So haben wir das. Das ist wieder ganz. Wir machen hier nochmal genau das gleiche wie vorher, ne? Also Power quasi. restored. Wenn All das da hier primary weg. systems online. Dann tun wir da so einen T. In welche Richtung wollen wir? Wir wollen in die Richtung da. Habe ich jetzt das Ding aus Glas gemacht? Ist das eine gute Idee? Ich meine, theoretisch, wenn ich noch ein zweites Glas kann machen, dann schon, wenn ich kann ich so einen Kreis und so. Ah, who knows? Ich sammle jetzt noch ein Glas, während ich da schon da bin. Ich frage mich immer noch, was das zu tun ist. Kann ich jetzt echt da hin, ohne dass ich gekillt werde? Und vielleicht. Ist das ein riesiges Salzfach oder was ist das? Was bist du? Ich bin confused. Caution, 30 seconds of oxygen remaining. Ja, ich tauche schon auf. Gut. Ich meine, es ist noch gut, dass die da sind, weil dann hat der Angst. Weil der, haben wir ja schon gesehen, dass der Gasmaske Heini das Viech dahinter kann killen. Aber ja, ich fühle mich trotzdem nicht so wohl, wenn das Ding dort hinten ist, um ehrlich zu sein. Ich brauche noch mehr Glas. Immer noch. Da ist jetzt noch Glas. More Glas for me! Glas ahoi! Ich würde voll gerne ins Glas wohnen, dann hätte ich viel mehr Glas. Schauen wir jetzt gerade in Richtung Frack. Ja. Was haben wir denn da so? Ich hoffe mal, die Radioaktivität ist nicht schlimm da. Da haben wir nicht viel. Was muss ich sagen dafür? Glas. Also Quarz eigentlich. Komm hier, Quarz. Wow. Wow! 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 Wie? Holy shit! Halber Herzinfarkt! Oh mein Gott, was? Oh. Ich hätte gewusst, dass die so Geräusche machen mittlerweile. Holy shit. Dann kommt das Viech einfach von irgendwo her. Oh mein Gott. Echt einen halben Herzinfarkt gehabt. Komm nochmal. Lochfisch. So, da noch das Fragment von einer Seemotte. Das ist das Zeug, das du nicht essen kannst. Da will ich glaube auch nicht. Ah. Das wäre interesting. Ich glaube, es sollte man noch Glas machen, bevor es Nacht wird. Damit man dann könnte die Nacht unter Wasser geniessen. Sehen. Glas, please. Einmal Glas. Zweimal Glas.
Ja, das ist so gewesen. Er ist aber schnell gegangen mit dem Glas. Gut, dann machen wir es noch zu essen. Einmal essen. Zweimal essen. Das ist auch schon gewesen. Wow. Okay, so ist das. Übrigens, man tut tatsächlich Health Regenerator, wenn man volles Leben hat. Aber ja. Wenn man. Wow. Man tut Health Regenerator, wenn man volles Leben hat. Gescheite Sachen, die ich gesagt habe. Das ist zum Beispiel nicht das. Mann, hau doch mal ab. The fuck Blei. Man tut. Man regeneriert Health, wenn man volles Essen und Trinken hat. Hörst du auf meine Nahrung? Weg. Okay. Stirb! Ernsthaft. Komm an. Come at me, bro. Spielt er mit seinem Zeug? Ich muss den töten. Der theoretisch auch, aber das ist glaube ich gefallen. Wo? Da ist unser Heim. Junge. Kust dich. Hat es nicht irgendwo noch irgendwelche andere Trinkenviecher? Ja, offenbar nicht. Dann mal kurz noch so ein bisschen zu trinken machen. Und dann gehen wir in unser kleines Häuschen. Man kann auch nicht sterben. Weil es wird nämlich schon wieder Nacht. Nacht. Also, das Spiel am Anfang ist halt ziemlich. Wie soll ich sagen? Es ist relativ langsam. Und es hat halt keine Story. Was mich zu einem Punkt bringt, falls ihr irgendein Thema habt, das ihr gerne würdet wählen, dass ich darüber rede, schreibt es in die Kommentare. Also ich bin offen für Vorschläge. Was haben wir noch? Glaskorridor. Oh. Nice! Okay, jetzt haben wir eine geile Aussicht. Wie mache ich das am geschicktesten? Mache ich einfach noch einen Korridor rein. So viel. Und da dann vielleicht nochmal so. Einfach weil ich es kann. Ich meine, das sieht jetzt fast aus wie ein Penis, aber ist okay. Oh Mann. Es ist ganz natürlich, dass alles aussieht wie ein Penis. Schaut euch das an, es sieht so cool aus. Es sieht so cool aus. Aber wir haben tatsächlich einen geilen Rundumblick in die Richtung. Oh mein Gott. Es ist so cool. Ich hoffe, die Energie lange in der Nacht. Weil wir haben ja ein Solarpanel. Und in der Nacht produziert das Solarpanel normalerweise keine Energie. Das heisst, ich hoffe, unsere 50 Energie langt für eine Nacht. Und wenn es sehr gut langt, dann können wir da unten sogar einen Fabricator bauen und dann können wir uns tatsächlich die Base da als Base machen. Das ist quasi so komplett final. Wird jetzt langsam Nacht? Irgendwie noch nicht so, hä? Ich mach mal. Ja, ich krieg Glas mehr, okay. Mal los, ja. Ich suche mal, ob es da noch irgendwas hätte, was ich könnte einsammeln. Glas. Quarz.
Ist da noch mehr Quarz? Hallo, Quarz. Ah, dazu war noch irgendwas. Titan, okay. Quarz, 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 Quarz. Haben wir da noch irgendwas? Ich bin immer sehr vorsichtig in so Höhlen, ne? Oh Gott, die Nacht bricht herein. Vor allem ohne Lampe sind wir sehr aufgeschmissen in den Höhlen. Ich glaube, wir gehen wieder zurück. Wir werden irgendwann mal noch so einen Beacon machen. Okay. Dass wir halt wissen, wo was ist. And we are in the dark. Okay, es ist nicht so atemberaubend, wie ich gehofft habe. Ich meine, ich weiß, es gibt ein paar atemberaubende Orte. Aber das ist offenbar keiner davon. Schade. Also ich meine, dass das Ding leuchtet, ist ja schon lustig. Und wir können sicher unter Wasser sein in der Nacht. Das ist auch sehr praktisch. Und unsere Energie, die hebt. Ich meine, wenn ihr irgendwie Energie braucht für Sauerstoff und so. Weil wir haben ja keinen Sauerstoff gehabt, weil wir keine Energie hatten. Aber es wird keine Energie gebraucht, um Sauerstoff zu machen. Ausser. Also unter der unter der Annahme, dass das Solarpanel in der Nacht keine Energie produziert. Caution. Mild dehydration detected. Oh, Fluid intake recommended. Ja, I'm Vital sorry. signs stabilizing. Dankeschön. Ja, wir müssen uns morgen auf die Jagd machen nach Wasser. Aber ich kann ja währenddessen noch ein bisschen Datenbanken anschauen. Was haben wir denn noch? Boomerang. Erstens, Zwillingsflossen. Die beiden Flossen dieser Spezies sind knorpelige Auswüchse ihres Skeletts, was ungewöhnlich ist. Weniger schadensanfällig, aber schwieriger nachzuwachsen. Ja, das macht Sinn. Ich glaube, der hat sogar 4 Augen, wenn ich mich nicht täusche. Also auf beiden Seiten 2. Das ist hure merkwürdig. Und sein Maul ist einfach so. Ja, okay. Zweitens, geriefte Zähne. Legt eine Spezialisierung auf das Zerreiben von Korallen nahe. Also wie der. Was ist der Papageienfisch, glaube ich? Der isst ja auch Korallen. Also, der hat auch so einen krassen Schnabel. Drum heißt er auch Papageienfisch, weil er so einen Papageienschnabel hat. Ich glaube, es ist ein Fisch, ja. Drittens, tagsüber aktiver und fluchtanfällig, wenn man sich ihm nähert. Okay. Beurteilung, essbar, mager, aber zuverlässig. Schön. Dann haben wir den Garyfish. Langsamer und neugieriger Pflanzenfresser. Erstens, Tarnfarben lassen Anpassung für Ausweichmanöver am Meeresboden vermuten. Ich meine, ich kann mir ungefähr vorstellen, wieso das Tarnfarbe auf das hindeutet, aber irgendwie die Verbindung ist mir jetzt schon ein bisschen suspekt. Zweitens, Augenstiele können nützlich sein, um Feinde aus Verstecken zwischen den Korallen zu beobachten. Ich stelle mir das gerade so vor, wie einfach so 2 Augen so aus einer Koralle rauskommen und der ist irgendwo da drunter. Drittens, große Bauchhöhle. Frisst tagsüber die ganze Zeit, was nur wenig essbares Fleisch übrig lässt. Ah, schön. Ich meine, ich bin ähnlich. Nicht so genießbar, wie er aussieht. Schade eigentlich. Ich glaube schon, haben wir schon gehabt. Kaninchenrochen. Den kann man leider nicht essen, ist ein bisschen grösser. Eine pflanzenfressende aquatische Lebensform mit hochgiftigem Fleisch. Erstens, sich wellenförmig bewegende Flügel, hauptsächlich Fortbewegungsart. Zweitens, giftiges Fleisch. Da er groß und ohne andere Verteidigungsmechanismen ist, scheint der Kaninchenrochen giftiges Fleisch entwickelt zu haben, um Raubtiere abzuwehren. Schade eigentlich. Ich hätte gern Lust gehabt auf so ein bisschen Hasefischfleisch. Oder so. Drittens, Ernährung, Gräser und Seetange. Ist Seetange die Mehrzahl von Seetang? Ich kann auch gedacht, Seetang sei Mehrzahl und Einzahl. Beurteilung, ungenießbar, aber freundlich. Ja, mal etwas. Ja, wir noch den Schwebefisch, der ist hure cool. 6 einzigartige gliedmaßartige Fortsätze mit geladenen Kissen, die in der Lage sind, das umgebende Wasser zu ionisieren.
Der Schwebefisch scheint diese Fähigkeit dazu zu nutzen, seine Position in Strömungen zu halten, während es sich von Seetang und Flechten ernährt. Beurteilung: genießbar, ein gesundes Grundnahrungsmittel. Nice. Was haben wir denn schon noch? Technologien, Fahrzeuge, wir haben leider nochmal einen Seegleiter. 2 Meter pro Sekunde, das wäre eigentlich schon cool.